Neue Woche, neue Energie und somit herzlich willkommen, liebes Erdelement, zu deinem Wochenreading. Ich bin Madame Mystik und nehme dich heute mit in die Welt der Karten. Auch wieder, wie immer, mit dem Mystik-Orakel. Schau auch mega gerne dein Aszendent an. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und ein Like freuen und natürlich auch über ein Abo. Aktiviere gerne die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. So, und ich würde sagen, wir starten gerade und schauen einmal die Themakarten an. Oh, wow! Da passiert einiges diese Woche. Oha! Ja, heilige, also ich komme gerade dazu. Ich weiss, du denkst, jetzt ist jetzt die gemeint, sie erzählt einfach noch nichts, aber ich muss da wirklich gerade Zusatzkarten drauflegen und da kommen gerade noch einige Sachen. So, et voilà. Wochenthema für dich ist wunderschön, die Erfüllung. Es darf sich etwas ausschließen, hä? Also, es wird die Möglichkeit geben, dass du Sachen, die vielleicht bisher angestrebt hast, oder Chancen sich endlich öffnen können. Wunderbare Karte, Zusatzkarte ist der Wind. Also, es ist wirklich etwas, wo frischen Wind gibt und keine Angst. Sie hat zwar den Wind von vorne, es geht hier nicht um Gegenwind, sondern wirklich um eine frische Brise, die dein Leben bereichert. Richtig, richtig schön als Wochenthema. Und ich bin hier sehr, sehr gespannt. Mit dem frischen Wind schauen wir natürlich gerade auch, auf was oder mit was das es hier zu tun hat. So. Ja, es darf ein Stück weit eben auch etwas Neues geboren werden und es darf ganz spielerisch sein. Also, da kommt etwas Neues rein in dein Leben, das sich aufschlüsseln, auftun, wo wirklich das Leben wieder verspielt ist, abenteuerlich, Entdeckungsreisen, richtig, richtig schön. Und was ja auch immer das Schöne ist beim Kind, ist, ein Kind malt mit viel Farbe, sieht die Welt wieder ganz anders und neugierig. Und genau die Energie steckt da dahinter. So. Was wir aber zusätzlich auch noch haben, ist die Nachricht und die Finanzen. So. Für all die schon lange auf eine ganz wichtige Nachricht warten, zum Beispiel kann das, was auch immer sein, eine Zusage bei Job, bei was auch immer, ja, da kann natürlich eine positive Nachricht kommen, weil wir sehen mit der Finanzkarte, da kann sich wirklich etwas Neues auftun, wo Finanzen, Cashflow, ganz klar, es ist aber auch die Bereicherung, also eine Schatzkarte, die natürlich gefüllt ist immer die Erfüllung, hat aber auch mit dem Selbstwert zu tun. Doch kann ganz viel passieren und aufschlüsseln in dieser Woche, wo dir ein frischer Wind hineingibt. Jetzt aber ganz wichtig, falls du auf kein Schriftstück wartest oder auf irgendeinen Bescheid oder whatever, dann folgen und achten wirklich den Zeichen. Manchmal kommen wir Botschaften über, die ganz subtil sind. Achte auf die, weil die können auch den Schlüssel beinhalten und können natürlich die wunderbare Schatzkiste öffnen. Also schau ganz, ganz gut auf Botschaft, auf Nachrichten. Das kann zum Beispiel auch Träume sein. Oder zum Beispiel, wenn dir immer das gleiche Lied begegnet oder irgendwie das gleiche Tier oder was auch immer. Es gibt immer Wiederholungen an Zeichen. Dann, frag mal der Onkel Google, was das Zeichen für eine energetische Bedeutung hat. Auch dort steckt eine Botschaft drin. So. Was wir aber auch noch haben, ist die Reinigung. Also man sieht, da kann ganz, ganz viel gehen, da darf sich ganz viel transformieren.
diese Woche in dem Prozess, um in diese Erfüllung zu kommen. Und das hat vor allem mit der Veränderung zu tun. Also es darf wirklich etwas Neues geboren werden. Falls du schon lange auf einen Neuanfang wartest, et voilà, da wäre er. Aber man soll sich nicht darauf stützen, sondern man darf weiterhin im Prozess bleiben. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch immer ganz, ganz gut sich mit der inneren Weisheit, mit der Urkraft verbinden, weil die führt immer den Mensch ins höchste Potenzial. Das ist ganz wichtig. Mit der Urkraft arbeiten, in der Weisheit bleiben, nicht ins Analytische abkehren. Und auch hier haben wir noch ganz spannende Karten zum Schluss. Und zwar der Betrug. Es geht auch darum, dass man in dieser Woche ganz viel Betrug und Falschheiten kann entschlüsseln und kann hinter sich lassen. Sie können gereinigt werden und man kann dort wirklich mal Ballast abwerfen. Und das hat zur Folge, dass endlich mal Stabilität reinkommen kann. Also Stabilität im Allgemeinen, wenn wir etwas abwerfen an Ballast, dann ist das immer etwas ganz, ganz Schönes. Das bringt uns immer in eine gute, gesunde Balance und Stabilität. Das Haus steht aber auch für den Körper. Das heisst, auch wenn du körperliche Themen hast, kann auch dort wieder eine gute Balance reinkommen. Und ja, ich sage jetzt alles das, was zwickt und druckt oder wo auf Deutsch gesagt der Fuchs ein bisschen rumbeißt, das darf jetzt gehen. Wunderschön. So, und für die, es wird sicher nicht viel Erdzeichen da drinnen geben, für die schon lange einen Umzug anstreben, ist es jetzt eine ganz gute Zeit, um vielleicht einmal Wohnungen, Häuser anzuschauen, zu bewerben, wie auch immer, weil wir haben hier wirklich die Erfüllung drinnen. Ganz wichtig, klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, nicht verzagen, gell? Sondern schön in der hochschwingenden Frequenz sein. Der Schlüssel ist schon da und manchmal braucht es einen kleinen Moment, bis sich das entschlüsselt oder auftut. Aber für die sich einen Wohnungswechsel oder einen Umzug wünschen, eine super Zeit und eine super Möglichkeit, sich umzuschauen und dort zum Beispiel Bewerbungen zu schreiben oder wie auch immer. Genau. Ja, für die vielleicht genau gerade jetzt am Zügeln sind, läuft es sicher gut, weil es ist die Erfüllung, es kann sich etwas Neues auftun, es fühlt sich erfüllend an. Also ein ganz guter Zeitpunkt, um jetzt gerade einen Umzug zu vollziehen. So, wir schauen noch weiter, was ich sonst noch zeigen möchte. Ui, und eine schiesst also hochquadratischen Zeug rum. So. Schauen wir gerade, was das ist. So. Dann haben wir noch die Arbeit, die Freundschaft und die Beobachtung. So. Die Arbeit steht natürlich immer für den Job, logischerweise, aber auch für Shift-Prozess. Also wir betreiben ja hoffentlich jeder da draussen, wenn es noch 5 Minuten ist am Tag, innere Arbeit, wo wir am Shiften sind, wo wir dranbleiben, in einem Prozess sind. Das heisst, schau auch in dieser Woche ganz, ganz gut auf deine Prozesse, beobachte das mal genau, wo investierst du wie viel Energie und ja, wie viel Energie willst du auch für andere investieren? Ganz wichtig, da kommt noch das Thema hinführen, schau auch die freundschaftlichen Beziehungen an. Ist das wirklich im Gleichgewicht? Nimm es einfach nochmal unter die Lupe. Wir schauen gerade mit was das es auf sich hat. Alle Verbindungen, wie auch immer, dass man dort wirklich auch nochmal gut schaut, wie viel Energie und Arbeit und Zeit, dass man investiert. So. Und lustigerweise haben wir den Umzug und die Reise. Das kann natürlich sein, dass man vielleicht mit einer guten Freundin oder einem Freund oder, ich meine,
Eine Freundschaftskarte, wenn man so schaut, steht natürlich auch für Partnerschaft. Kann sein, dass man diese Woche vielleicht entscheidet miteinander, ja, eine Reise zu buchen, anzutreten, etwas zu erkunden. Das muss nicht immer das Ausland sein, dass man vielleicht sagt, hey, wir machen einen Tagesausflug, wir gehen etwas anschauen. Oder dass man zum Beispiel merkt, mit der Umzugskarte, dass man innerhalb von einer Freundschaft oder Partnerschaft etwas Neues also changen. Dass eine neue Energie reinkommen und dass man dort wirklich nochmal eine andere Energie reingeben. So. Für die Thema Partnerschaft vielleicht das Thema ist dort mit dem Umzug, Thema Partnerschaft, also nicht Freundschaften, sondern Partnerschaft. Also ja, kommt jetzt zwar gerade nicht nur Partnerschaft, sondern auch in Freundschaften, wo man merkt, etwas darf verändert werden, ein Change, ein Shift-Prozess darf reinkommen, dann hat es ganz fest damit zu tun, dass man vielleicht mehr ausspricht, was Bedürfnisse sind, dass man nicht nur immer das Gefühl hat, alle müssen merken, was man will oder nicht will oder wie auch immer, sondern dass man es ausspricht, aber dass man auch sehr selbstreflektierend dort reingeht, also nicht nur einfach, wenn man das Gespräch sucht, mit dem Partner oder der Partnerin irgendwie einfach nur findet, du bist schuld und du machst das nicht gut und das finde ich schlecht, sondern immer reflektieren, was hat das mit mir selber zu tun und wo leiste ich meinen Beitrag und wo ist mein Trigger. Ganz, ganz wichtig, auch dort, man wird Erkenntnis haben und man wird auch geführt, also sprich, man wird Impuls haben, wo da genau der Punkt drinnen liegt. So, dann zum Abschluss noch, was ist wichtig diese Woche? Also es sind ja so viele Karten und ich staune immer wieder, wie ähnliche Karten hier fallen. Es ist unglaublich. So, und zwar, die Dame, du leist dich selber ins Blatt. Männlein oder Weiblein, was auch immer, du leist dich selber ins Blatt. Emotionen und die Partnerschaft. Und zwar, schau wirklich darauf, dass du diese Woche dich vor allem in den Fokus stellst, nachhaltig bitte nicht mit dem Grind durch die Wand und einmal genau deine Emotionen unter die Lupe nimmst. Und vor allem, dass du dort einmal alle Verbindungen abcheckst. Das heisst, Verbindungen mit dir selbst, aber halt eben auch Verbindungen mit anderen. Schau das einfach genau an, weil Verbindung steht auch immer für Verträge und ja, wir wollen ja keine Verbindung irgendwie heben oder eingehen oder erhalten lassen, wenn sie nicht hochschwingend sind. Ich nenne es jetzt mal ganz dezent. Also schau die Woche ganz genau deine Emotionen an und ja, ganz, ganz viel, ich sage jetzt, auch mit dem Herz schaffen, Herzöffnung, Herzchakra und so weiter und so fort, weil das ist das, wenn wir in dieser hochschwingenden Frequenz sind, liebes Erdzeichen, dann hohe Frequenzen entschlüsseln immer irgendetwas und es bringt uns immer in die Erfüllung. Wenn wir rational irgendwie durchs Leben durchwandern, das geht, ja, okay, aber wir wissen alle, dass dort oben ist von ganz viel anderem irgendwie besetzt, sei es mit Glaubenssätzen, Strukturen, wie man sollte, wie man es nicht sollte und so weiter und so fort. Und darum, das ist wirklich eine Woche, wo du ganz, ganz fest aus deinem Herzen heraus arbeiten darfst. Auch wieder einmal Freude haben, Freude spüren, Nächstenliebe, liebevoll zu dir selber sein. Wenn wir unser Herz aktivieren und in einer hochschwingenden Frequenz sind, dann kann sich da etwas ganz, ganz Grosses aufschlüsseln. Und halt eben auch die Erfüllung kann kommen.
weil Herzfrequenz ist eines von der höchst schwingendsten Energien, wo wir Menschen wirklich besitzen. Und das ist aus purer Liebe, bedingungslos, ohne an irgendetwas anknüpft, sondern es ist einfach. Schaff mit dieser Energie, ganz wichtig. Und schau wirklich auch deine Verbindungen einmal an, die Verbindung zu dir selber. Vielleicht gibt es dort noch irgendwie etwas, wo du selber aufschlüsseln darfst, wo jetzt vielleicht noch so ein bisschen nicht unbedingt im Balance ist. Auch die Selbstliebe, ganz, ganz wichtig. Bist du in Selbstliebe? Liebst du dich oder liebst du lieber andere als dich selber? Genau. Und tritt auch dort in eine Verbindung. Das heisst, du hast ja Möglichkeiten, wenn du mit dem Herz, mit der, sag jetzt, Liebesenergie schaffst, dass du halt wirklich auch wie eine Hochzeit kannst mit dir feiern, diese Woche. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Also bleib dran, da kann die Erfüllung kommen, da kann sich etwas Neues aufschlüsseln, du hast wunderbare Karten. Klar, die eine oder andere Aufgabe hat man noch diese Woche, aber du darfst dich wirklich freuen. Da kommt frischer Wind rein und endlich kann das Türchen sich öffnen, wo du vielleicht schon lang gehofft hast. Und ja, dann dürfte die Erfüllung kommen. Und somit wünsche ich dir ganz eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.